war einmal ein Mann in der Stadt, der fuhr im Inland nennen, mit schlechten Wieden, dann wieder ziemlich blattig war der Weich. Und da bleibt er dann stehen. Naja, will da rauskommen. Dann kommt ein Campesino, kommt ein Bauer an mit einem Bauer und einem Piet. Und dann fragt er, ob er helfen kann. Ja, man muss helfen, weil er rausreitet. Und dann legt er seinen Strang an, mit dem Piet dann zum Rausreitet. Und dann sagt der Campesino, also das Bauer, der sagt dann, der Piet ansparen. Also der will mit einem Piet und der seine Piet ansparen. Der sagt erst nu, Peter Dale, John, nu Dale, do, Benny nu treit. Und so statt, dat hij 3 Piet ansparen soll, ja, und tragt den Bauer da raus. Und dann sagt der Staatsmann nachher, kannst du mir was erklären, ich kann das nicht ganz verstehen. Du bist hier mit einem Piet und sagst über 3 Nummers, wie funktioniert das? Dann sagt der Junge Piet heute Benny, das Thema ist das Blenden, das kann nicht sein. Und wenn ich der andere Piet, was damals mit dem arbeitet, der auch nachher dann glaubt er, sind er 3 und dann trägt er viel Dollar. Wenn du glaubst, dass der andere auch mehr trägt, wenn du das nicht sein kann. So viele sind Menschen, weil wir so funktionieren. Wir funktionieren nicht mehr, wenn wir uns allein fühlen. Ich fühle mich allein, ich will nichts wieder tun. Allein kann ich das sowieso nicht, ich will abgeben. Und wir brauchen weiter dort wie helfen. Manche Menschen fühlen sich wieder von Gott, aber wieder vom Nächsten. Und tragen deswegen nicht mehr mit der Kraft, was die wirklich können haben, wenn sie sich zu einsam allein fühlen. Das Gefühl, einsam zu sein, allein, ist immer wieder ein Thema, wo Menschen bremsen, das nicht mal dort zu tun, was sie kennen. Die Bibel sagt uns in Matthäus Kapitel 11, Vers 29 so, nimm ihn Joch ab und dort ich ihn gebe. Leert von mir, ich meine das Geld mit und mein Joch ist leicht. Und deswegen kann ich an jene Seele zur Ruhe kommen. Jesus sein Joch ist leichter. Das ist nicht, dass wir nicht was kennen. Aber mit Jesus ist das leichter. So viele Menschen tragen allerhand mit sich, schlafen allerhand mit sich von der Vergangenheit, was Jesus allein sagt. Das will ich sein soll nehmen, aber du lädst, du nimmst nicht mein Joch, du nimmst immer den einen Joch bloß. Du trägst an der Vergangenheit, wo du nach 5 Jahren nach eins wie im Dalje war, der Besten, immer noch dort Deutpen im Hort hast und sagt, ich wollte niemals vergeben, wenn ich sagen, Gott mir nicht, ich sehe nicht Volksübungen, das sind ja andere Kulturen, wir sind nicht Volksübungen, bloß wenn in der Vergangenheit sind, dann kommt mir das so hoch und ich mache die nur noch an, wenn ich sage, was du mir getan hast. Er sagt, nee, ich glaube an Jesus in Joch und ich lasse Jesus mit mir tragen. Und Jesus ist immer bei mir. Und weißt du was? Wann vielleicht sind 10 oder 20 oder 30 oder 40 Menschen hier in die. Wenn du mit Jesus bist, ist immer Mehrheit. Weil Gott ist allgegenwärtig und allwissend und allmächtig. Und wenn er allmächtig ist, dann bist du immer mit Mehrheit. Also wenn mit Gott ist, ist immer Mehrheit. Und wenn du so vollst ein Projekt hast, Gott wird mit mir tragen, dann kannst du das tun. Nicht immer für das Ende schnapp sein und wenn eins wo, wer die mal fragen, was tun, das kann ich nicht funktionieren. Ich kann nicht fair reden, ich kann nicht das tun, ich will nicht ankennen, ich fühle mich zu einsam. Und wenn ich was fühle, dann ist das so. Bis das mit deinem Leben. Je hebt das eins wo du sagst, den Joch wechseln, was Jesus dir wird helfen. Bist du bereit, eins wo was zu wechseln, sagt Jesus, den Joch ist leicht und ich glaube daran. Wenn du wirst fair wegkommen, dann leichtert Joch und weißt, dass Jesus in alle Situationen bei ist, und dann kannst du ein leichteres Leben haben, du kannst eine Oase an dein Leben uniten.